Weiter geht's hier bei Tales of Berseria mit einer neuen Runde und ganz ehrlich gesagt, ich traue dem Frieden nicht. Letzte Folge hat sich eine Theresa unserer Gruppe angeschlossen, mehr oder weniger, weil sie ihren kleinen Bruder Oscar retten will. Von Oscar, ja, wissen, dass er hier ist, zumindest von ihr, wissen, dass er einen Furion bewacht, ist er schön und gut. Und dass er ihn beschützen will, glauben wir ihr natürlich auch, gar keine Frage. Wir wissen aber auch, dass sie für Innominatskraft empfänglich ist. Und daher, ja, wann sie uns verraten wird und so, ich bin ziemlich sicher, sie wird. Nur wann? Das ist eine gute Frage. I heard that they use this island to hold exiled prisoners. Just looking at this place depresses me. I hate it here. We can't go carelessly wandering about. This place is dangerous. I know. Still, from the looks of those ruins, there used to be one impressive civilization here. I can practically taste the hidden treasure. The punishment for tomb raiding is quite strict, you know. Think I'd be a pirate if I was afraid of the Abbey? I won't stop you from looking for loot. But if you get into trouble, don't expect us to save you. Got it? Aye, aye, sir. Oh Mann. So, und jetzt? Beetmarsch, Königreichs. Soll ich mich hier großartig umsehen. Einerseits, ja, ist ein neues Gebiet. Andererseits, die Spannung wegen der Hauptstory und so weiter, die ist schon sehr, sehr groß. Die versuchen einfach durchzumarschieren, deswegen natürlich auch. So. Was? Das ist ein Flammensiegel, okay. Jo. War cool. Rot zu blau machen ist immer wieder schön. Die Frage ist bloß, was hat es mir gebracht? Viele Monster. Es hat nur eine Truhe hier, okay. Scheint auch ziemlich geradlinig zu sein, das Ganze. Ist da hinten... Nee. Die Monster sind im Friedloch. Interessant. Die Furions. Nicht Furions natürlich, sondern die Dämonen, nicht die Yuma. Fragen wir sowieso, wieso heißen die hier nicht Yuma, aber, also sprich, ja, Dämonen halt von dem her. Aber in Cestiria schon, ne? Da sind noch so ein paar Dinge. Oder, hä? Okay, doch ein Malak. Seltsame Maske auf. Ein paar Risse in der Erde. Schön. Bewegt sich aber kein Stück. Eine Wimperehre, ja, ganz geil. Durchbrechen. Yes. Eine Windbarriere zum ersten Mal. Wieder, ja. Wie gesagt, wir haben gesehen, dass der Oscar mit dem Windsymbol ausgestattet wurde. Also quasi, ja doch, ein Zeichen dafür ist, dass er Wind amatisieren kann. Jetzt Erde, Wind und Erde. Das könnte natürlich ein weiterer Hinweis sein. Ist Barriere weg, sieht so aus. Da war hier also irgendwie die Feuerbarriere, wa? Sieht zumindest fast nach aus, obwohl, wisst ihr was, ein kleiner Testkampf mal zum Gucken. Gesegneter Baum, ernsthaft? Kann man den komplett verarschen oder was? Offenbar, ja, sie wollen mich verarschen. Immerhin Level Up mal, also von dem her. Ging es doch relativ schnell. Wieder ein neues. Scheiße, gibt's noch ein neues Gebiet? Nein, es gibt noch ein neues Gebiet. Wie viele Gebiete gibt's denn hier? Leck mich am Arsch. Von wegen alle Gebiete erforschen und so. Erforsche deine Gefühle. Schnauze.
Aha. Die Karte sagt noch nichts, hm? Ja, ich würde sagen, marschiere einfach durch, weil die Monster, man hat es gesehen, waren, ja, normale Kämpfe. Ob sie trainieren, finde ich jetzt momentan noch nicht notwendig. Das ist eigentlich die gute Frage, war auch eigentlich beide Siegel hier, aber nur eins. So, die Barriere da steht wieder. Jetzt müssen hier eigentlich beide gelöst sein, theoretisch. Jo, sind sie auch, sehr schön. Jetzt wieder ein Siegel zurück. Ich glaube, da ist nötig, wa? Mach's einfach mal. Vorsicht ist besser als Nachsicht. That power number 2 displayed at the throne. Hard to believe he had that hidden in him. Lord Melchior said that number 1 was full of untapped potential as well. If I have the talent to use it. Teresa, my lady, you seem angry. Me? At what? At me, for running away and joining Velvet. Oh, that? I was careless. An enemy stole a tool of mine. I'm merely frustrated at my own incompetence. A tool. I don't care what happens to me now. Not as long as I can save Oscar. I'm the one who hurt your precious brother. And you're asking for my help now? Yes, you hurt him. You scarred his face, and his honor, and his heart. Still holding a grudge then? Well, at least you won't be able to kill me in my sleep. With no Malakim, I'm an ordinary woman. How could I threaten the Lord of Calamity? I'm painfully aware of my own weakness. Good. Try to keep out of the way then. Lady Teresa, Velvet isn't so different from you. She had a little brother, I know all about the Lord of Calamity, but none of that matters to me. As powerless as I am now, this is the only path for me. It's the only way I can save Oscar. Lady Teresa. Ja, irgendwie ähnlich wie Velvet, da natürlich auch voller Bosheit zerfressen und so, also das finde ich richtig lustig. Also ein scheiß Windsiegel. Deswegen scheiße, da ist es bereit zum Lösen, hallo? Geht's irgendwie noch einfacher? Ja, offenbar ja nicht. Die Frage natürlich, welcher Weg ist jetzt der richtige? Norden oder Osten? Osten, Westen, Entschuldigung. Norden oder Westen, denn das sind bekanntlich die Besten. Der Lord of Calamity, ja? Mhm. Nicht Ganon oder so, nee, es ist schon Velvet. Ich bin richtig, dass wohl auf eine Abkürzung da war. Ja, was am Rückweg, hä? Ich muss eh nochmal hin, sind wir mal ehrlich, Leute. Wenn sich nicht hin teleportieren können, also muss ich sicher wieder zurück. Scheiße. Mann! Ich muss auch einen anderen Weg nehmen. Nein! Das kostet doch alles Zeit. Zeit, die ich zwar habe, aber die ich nicht haben will. Also beziehungsweise nicht verschwinden will, weil ja, Story und spannend und... Ihr wisst schon. Und, und am Felsen der Brandung. Versteht ihr? Ist egal. Jetzt geht's in den Osten. Ja, die gute Theresa. Für sie zählt nur Oscar, wie für Velvet ja eigentlich nur Luffy. Set zählt zumindest die Rache an Luffy Set. Lord of Calamity. Aber ganz ehrlich, wenn es so ist, im Prinzip, dann könnte jeder zum Herrscher des Unheils werden. Also Theresa, wie gesagt, angenommen, wir würden da... Super, ich muss kämpfen. Ja. Ich fühle mich... Okay. Ich wollte gerade sagen, ich fühle mich irgendwie bedrängt, aber... Ich bin natürlich auch so. Wie gesagt, ja, also von dem her müsste dann Theresa auch zum Herrscher des Unheils werden. Außer Herrscher des Unheils werden und so. Keine Ahnung. Das ist irgendwie unterschiedlich oder je nachdem, wie sehr man jemanden liebt und so. Oder irgendwie was. Hä? Was zum...
Achso, hier. Das ist schon nicht gar nicht mehr durch. Was ohnehin schwierig wird. Ja, ich brauche irgendwo ein Erd- oder Windteil, der halt umgekehrt. Jetzt steht der schon wieder da. Ich kotze gleich in den Teich. Ja, wie komme ich denn... Verwirrung? Ich hab doch hier unten... Och nee, was ist falsch oder was? Hehe. Präventiv umgewandelt, hä? War natürlich ein Fehler, Trottel. Und nee, warte mal, war das... Oh, du verdammtes Spiel, hey. Voll verarscht. Und dann so, ja, ich muss da durch, weil da ein Siegel ist, also Siegel brechen. Dann bin ich zuerst hier durchgemusst. Dann haben das Spiel komplett verarscht. Es ist einfach in Uhr gelassen, direkt hier hoch und dann wäre er durchgekommen. So zu der glanzvollen Theorie. Das ist jetzt doch ein bisschen kniffliger, also erstmal das Wassersiegel lösen, logischerweise. Hatte ich nie irgendwo... Warte, ne, ist ein Feuerkristall. Oh, Truhe. Schön versteckt. Doch schon da drüben, habe ich eigentlich nicht gesehen. Also sonst müssen wir noch weiter zurückladen, aber ich habe jetzt irgendwie gar keinen Bock. Wir schauen mal, wa? Ja, sorry dafür, dass es ein bisschen hin und her ist, aber kann ich jetzt auch nichts dafür. Wir haben das Spiel so verarscht. Ich höre auch nichts, da ist das Teil des Wissen. Ja, das heißt, ich muss nochmal ganz weit zurück. Und dann Feuersiegel aktivieren, beziehungsweise deaktivieren, also sprich Wasser deaktivieren und Feuer aktivieren. Dann hier wieder Wind deaktivieren, damit ich dann in Norden kann und dort halt zumindest die Wasserbarriere umgehen kann. Ja, irgendwie so, sonst ist es für mich gerade irgendwie unlogisch. Da ist Erde, logisch, hä? Gut. Ich kann jetzt zwar jetzt eigentlich auch wieder aktiv, beziehungsweise deaktivieren. Ah, da drüben ist es ja. Also, ich brauche Feuer. Dann brauche ich da drüben wieder Wind. Dann kann ich die Wasserbarriere im Norden überwinden. Eigentlich logisch. Bisschen Speed wäre jetzt ganz geil, aber mir fehlt noch der Punkt hier. So, in Westen kann ich jetzt nicht. Muss ich aber auch nicht, zumindest noch nicht. Rückwärts, wenn ich nachher zurückgehen würde, geht so gesehen nicht, weil, ja, bei ihrem Weg. Aber wäre ja auch egal. So. Klappt's oder klappt's nicht? Na eben. Kommen wir zumindest hier durch. Ah! Die ganzen Irrwege überall. So, hier war das Windsiegel. Jetzt ist das natürlich... Malachim are just tools. What are you brooding over? I know. Velvet, Eleanor, or Teresa. You're not sure whose little brother you want to be, eh? In that case, I assure you I'm the kindest of the lot. The cruelest, most devious. That's not what's on my mind. There's something I need to say to Lady Teresa. Something you wish to say? Then speak, number 2. That's just it. I'm not number 2. I'm Laphicet. Laphicet? It's the name Velvet gave me. It's very important to me. Something can be important to you? Yes, I have feelings. You see, Malachim are not tools. Very well. I shall call you Laphicet from now on.
Thank you, Lady Teresa. You're kinder than you look, my dear Teresa. Thank you, Teresa. You misunderstand. With so much at stake, I don't want to rock the boat. Das hat mir gerade auch. Das war jetzt gerade ein bisschen zu schnell, ihr Wechselwandel, however. So, ich bin ja relativ, haben wir vorhin gesehen, eigentlich schon nah am Ziel. Das ist mehr oder weniger. Das ist eigentlich auch klar, wenn ich da durch muss, das ist die andere Frage. Ernsthaft verarschen kann ich drüber. Der scheiß Wind schon immer nicht drauf habe. Oh, warte mal. Nee. Ich habe eine Theorie. Aber das kann nicht sein, oder? Warte mal, muss glaube erstmal hier rüber. Ich brauche einen R-Pulspunkt. Velvet, tell me what you know about Teresa and Oscar. I want a clearer picture of what they can do. All right. Teresa and Oscar are... I can give you the lowdown on everything Abby. Lady Teresa and Oscar are the best of the best, even among the praetors. Some call them the consuls. There are only around 100 praetors in the world, so we're talking very elite. Anyone called a consul is going to be adept at both fighting and leadership. They are key figures entrusted with responsibility for major cities and institutions. The fighting part is all we have to worry about. Are they better than you, Eleanor? Yes, I was a primus, which is a full rank below them. I could never overcome Teresa's arts or Oscar's swordsmanship in our practice battles. When they were still trainees, they worked together to wipe out dozens of demons in a single night. After that, Lord Melchior kept a close eye on them. Appreciated. I'll be on my guard. Together they sound like a real threat. Thankfully, we're only after Oscar alone. But Oscar has mastered a new art developed by Lord Melchior. You can count on it being a nasty one. You really do know a lot about this stuff. It's a little suspicious. You think so? Well, I was at the Abbey, so... Why don't you call him Lord Oscar? That's what's bothering you? It's because we're both so popular with the ladies. I consider him a rival. Wer es glaubt, wird selig. Okay, ja, ich glaube, ich kann mit dem Board rüber. Hab ich so das Gefühl. Das dauert hier doch länger als erwartet. Verdammte Axt. Ja, egal. Dauert halt so lange, wie es dauern soll. Ja, ist nur so eine Theorie, aber auch wegen dem Wind, das so irgendwie aufgeschwebt ist und so. Also sprich eher aufgewirbelt an diesem Punkt und ja, sowas in der Art kennen wir ja eigentlich nur vom Board, wenn wir da irgendwie so einen neuen Punkt erreicht haben, das wir im aktuellen Gebiet nutzen können. Dann sieht es ja auch so ähnlich aus. Deswegen so eine Theorie, ja, vielleicht hat es damit zu tun. Vielleicht stimmt es ja auch nicht, wer weiß. Och nicht schon wieder. Gibt's einfach nicht, ey. Geht doch. Gut. Was wartest du hier eigentlich? Müssen wir echt den ganzen Umweg machen, wa? So. Oh, it's a beetle.
Yeah. A Lionel giant thunder stag beetle, to be exact. Why do they always have such awkward names? I think it's a cool name. I've never been able to figure out why boys are so drawn to these things. Huh? What's the matter? Didn't you want to see it? Yeah. Thanks. When he was little, Oscar was always running around the woods collecting bugs. He'd get so into it, it was never long before he'd trip and hurt himself. Did you grab bugs for him? Yes, I thought they were gross, but I was much taller than him, and I had the reach. Once, he gave me a whole pile of cicada shells as his way of thanking me. I just screamed. I'm sure he just wanted you to know how he felt. I can relate to that. Rather unusual for a Malak like you to contemplate such things. Well, I try to. It's just really hard sometimes. It's hard for people too. Sometimes it feels insurmountable, and yet we can't give up. Sometimes you just have to say what you believe in your heart, even if you're not good at saying it. What I believe. Fee, hurry up already! Sie kann auch anders, What are you talking about? Nothing. Ja, über nichts, Schon klar. So, Pause mal vorbei. Doch nichts vom Wegen, ja, bereits heute im Tempel gehen. Und da vorne sind wir ja schon, ne? Also, ja, fast. Weit ist gar nicht mehr. Zumindest in der Theorie. Die Praxis, naja, sehen wir, wenn es soweit ist. Muss ich bereits jetzt aktivieren, ich mach's einfach mal, ja, präventiv und so. Wird sicher schief gehen, wir schauen mal. Hey, Laphicet. Found a new stag beetle, did you? Yeah, Lady Teresa caught it for me. Ooh, those pincers are sharp. Eisen, take a look at this fine specimen of a stag. Wait, I believe that might be a two-horned rhinoceros beetle. Listen, you two. If you're gonna get in another fight over this, I'll just say it's a new type of drone beetle. You wouldn't. You've really figured us out, huh? Eleanor, you didn't make him say that just now, did you? I did not. I've made a pact with him as a vessel, but he isn't tethered to me. A Malak, acting so human. I used to think that way. Malakim possessing free will just like humans? It was inconceivable. But meeting Laphicet and Eisen taught me the truth. They laugh in joyful times, and cry in sad times. Their stomachs even growl too. Their stomachs growl? Now I take it as a matter of course that not only Malakim, but demons and Therians too, have their own thoughts and feelings. I thought you hated demons. I certainly still do, but now I feel something besides just hate. Malakim with free will? Demons and Therians as well? You must have sensed that in Laphicet, or you wouldn't have caught that beetle for him. When you saw his beaming face, it must have reminded you of when Oscar was a young boy. Am I correct? This conversation's over. War doch eine Verbündete für uns, ich Teresa, meine so recht. be honest. Isn't there something wrong with the Abbey using a dangerous experimental art out in the field? Oscar's the one who decided to go through with it. Don't presume to know anything about who he is. Tut ja auch niemand, so ich komme hier vorbei. Ja, da und so, okay. Das ist aber noch in dem Gebiet da unten, da wären da und da. Und so und so. Und da tun wir noch ein Alarmstufe-Rotmonster. Ja gut, Leute, wir trotzdem sagen, ich glaube in der nächsten Folge sind wir dann soweit ready für, ihr wisst schon.
Für den Tempel und den Kampf gegen Oscar in seiner aromatisierten Form. Ja, nein, vielleicht mal gucken. Und mit Theresa, wie es da weitergeht, ob es echt noch zum Fury wird oder was auch immer mit ihr geschehen mag. Das werden wir jetzt mehr erfahren. Wir hoffentlich in der nächsten Episode wieder hier bei Tales of Berseria. Danke fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao zusammen.